Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Der Friedhof, ein ganz besonderer Ort. Es gibt viele Menschen, die mögen Friedhöfe. Es gibt aber mindestens genauso viele Menschen, die meiden Friedhöfe. Vielleicht, weil die Träne vom letzten Grab noch nicht getrocknet ist. Vielleicht, weil der Schmerz, die Trauer zu tief sitzen. Oder weil der Verlust um liebe Menschen zu tief in den Knochen sitzt. Diese Menschen machen gerne einen großen Bogen um Friedhöfe. Ich gehöre eher zu den anderen. Ich mag Friedhöfe. Es sind Orte, da herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Stille, Ruhe, Frieden. Manchmal nehme ich mir die Zeit und spaziere über Friedhöfe. Ich lese dann die Namen auf den Gräbern, schaue mir die Sprüche an und entdecke auch verschiedene Symbole. Ganz oft ist da natürlich das Kreuz zu sehen. Für mich bedeutet dieses Kreuz die Verbindung zu Jesus Christus. Er hat vor seinem Kreuz nicht Halt gemacht. Er kennt den Tod und die Trauer genauso, wie wir Menschen das auch kennen. Das Kreuz ist leer. Jesus Christus bleibt nicht am Kreuz, er geht weiter in das ewige Leben. Was für ein Trost, was für ein Versprechen für uns, dass er auch uns mitnimmt, hinein in das ewige Leben. Denn Gott hat seinen Engeln befohlen über uns, dass sie uns behüten auf allen unseren Wegen. Viele Eltern nehmen diesen Psalmvers als Taufspruch für ihr Kind. Auf Gräbern sieht man auch oft diese Engel. Was Gott uns in der Taufe verspricht, dass Menschen uns begleiten, dass Menschen uns Engel sind im Leben, dass Gott mitgeht im Leben und auch über das Leben hinaus. Dafür stehen für mich die Engelsfiguren auf den Friedhöfen. Und da gibt es auch auf vielen Gräbern diese Grablichter. Ein kleines Licht, eine kleine Kerze und dennoch steckt da ganz viel Wärme, viel Licht, viel Liebe darin. Wir feiern den Ewigkeitssonntag. Wir denken an Menschen, die wir an Friedhöfen schon verabschieden mussten. Diese Kerzen stehen für die Erinnerungen an diese Menschen. Es kommt mir immer vor, als wenn ein kleines Licht aus der Ewigkeit her leuchten würde und dadurch die Verbindung entsteht. Vielleicht probierst du es auch einmal aus mit diesem Leuchten aus der Ewigkeit, mit einer Kerze zu Hause oder vielleicht auch mit einem Gang über den Friedhof. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.